Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, Spielanalyse, Meinung zum Deutschlandspiel gegen Paraguay. 3:4 im ersten 16. Finale dieser Welt bei einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Ja, ähm, das völlig zu Recht. Ich habe nichts gesehen, wo man ansatzweise sagen kann: „Jo, war unglücklich, war unverdient.“ Ähm, I don't know. Ich habe selten so eine. Ich meine, gut, ich bin diese Saison Bayern-Fußball gewohnt, ja, aber sowas Uninspiriertes und Ideenloses, an Fußball. Mein Take, sage ich euch, wie es ist, mein Take ist, seid froh, dass es so ist. Ja, also, ich weiß nicht, ob man sich 'n Gefallen getan hätte, wenn man dann im Achtelfinale gegen Frankreich irgendwie untergegangen wäre, weil was da an Speed auf 'n Kimmich zugekommen wäre, auf 'n Rüdiger, weiß ich nicht, ja? Dann kannst du jetzt das nehmen, da kannst du dich dran hochziehen, ähm dass das Tor aberkannt wurde, worüber man mit Sicherheit diskutieren kann, aber ja, da musst du auch so schlau sein und die Arme weglassen, ne? Du darfst 'n Torwart blocken, logisch, keine Frage, aber du hast halt die Arme wegzulassen, ne? Lass die Arme weg, ja, Anton, und dann ist alles gut, ne? Dann passiert ja nix, ne? Ähm, so kann Deutschland doch das Gesicht wahren, können sich wieder hinstellen nach dem Spiel, können wieder erzählen: „Ah ja, wir waren die klar bessere Mannschaft, wir haben super unglücklich, ja, das Tor muss zählen und bla und Sülz.“ Da wird keinerlei Selbstkritik kommen, da wird keinerlei Selbsterkenntnis kommen, da wird man sich wieder in irgendwelchen Ausreden suhlen und das ist es halt, ja? Und das ist halt so das große Problem in der deutschen Nationalmannschaft seit Jahren, ja? Deswegen ist es auch so uninteressant, die deutsche Nationalmannschaft zu schauen, weil da einfach nur weichgespülte, dünne Scheiße gelabert wird. Da stellt sich keiner hin und sagt mal wirklich, was Phase ist, ja? Aber wer sollte das auch tun? Brown war der einzige Lichtblick, Wirtz so 'n bisschen. Leroy Sané war da auch einer der besseren Spieler. Ja, der Rest war unterirdisch. Der Rest war nicht existent, ja. Jonathan Tah war noch ganz ordentlich, ja, das war's. Der wäre vielleicht einer der wenigen, die sich da hinstellen könnten und mal Tacheles reden könnten, ja. Ähm Dass du diese Baustelle dann aufgemacht hast mit Neuer, und ich habe vorhin auch mit der Mara geredet und so von wegen Team und so. Wie soll diese Mannschaft 'n Team sein, ja? Du sägst, kurz vor der Weltmeisterschaft den Torwart ab, der die Mannschaft dahin gebracht hat zu dieser WM, um 'n Opa ins Tor zu stellen, ja, der what the hell, ja? Wie soll das 'n Team sein, ne? Ganz schwierig, ganz schwierig. Ähm, Der Gegner war übrigens Paraguay. Paraguay. Die was? Gegen die USA 32 Torschüsse zugelassen haben, die 43. der Weltrangliste sind, irgendwie sowas. Paraguay. Paraguay war der Gegner, der schon zu stark für uns war. Wenn auch knapp, ja, aber wir sind ausgeschieden. War also schon zu stark für uns. Ähm, ja, sorry. Es ist Zeit, dass der DFB die Eier hat und sagt: „Kloppo, komm, let's go. Werd unser Bundestrainer und bring uns wieder dahin.“ Ja, ich meine, Kloppo hat's wenigstens, schon vor dem Spiel gesagt, was zu sehen ist, ja, hat auch 'n Kimmich mal kritisch hinterfragt, et cetera. All das passiert ja nicht, ja. Man hat ja das Gefühl, dass König Josua diese Mannschaft aufstellt und auch, festlegt, wer da mitfährt, ne? So kommt das öffentlich rüber. Der Nagelsmann hat keinerlei, das war ja schon das Problem beim FC Bayern, ne? Nicht Nagelsmann hat die Mannschaft aufgestellt, sondern die Spieler haben die Mannschaft aufgestellt. Und das Gefühl hatte man jetzt wieder so 'n bisschen, ne? Ob es natürlich am Ende so ist, weiß ich nicht, aber ja, keine Ahnung. Also, maßlos enttäuschend. Maßlos enttäuschend. Ey, ich habe nichts erwartet, wurde trotzdem enttäuscht so. Ja, wie gesagt, ich bin nicht drin in den Nationalmannschaftsgames, interessiert mich auch nicht. Das ist auch nichts, was mich jetzt aufregt oder ich gleich deswegen nicht schlafen kann. Mich ärgert's eher, dass ich hier bis 1:35 sitze, obwohl um 6:30 mein Wecker geht. So, das ist das Thema, ne? So. Alles andere, ja.
Ist halt so, interessiert mich nicht. Ja, ich habe mit der Nationalmannschaft nichts mehr am Hut. Gar nichts, seit Jahren nicht. Da spielen ganz, ganz viele Dinge mit rein, ist jetzt aber auch die falsche Stelle. Ähm, von daher, ich habe nichts erwartet. Ich weiß auch, was gerade die Bayern-Spieler können und wie die Form ist. Und das haben sie gezeigt. Ich meine, wenn man Leon Goretzka einwechselt und dann denkt, jo, jetzt passiert irgendwie der große Ruck in dieser Mannschaft. Ja, sorry, Alter, dann bist du halt auch auf dem falschen Dampfer. Ja, wenn du dein ganzes Offensivspiel über die rechte Seite auf einen Leroy Sané baust, der noch nicht mal Stammspieler in der Türkei ist, anstatt da irgendwie frischen Wind mit einem Elmaler dann danach zu nominieren oder direkt mitzunehmen, wenn Lennart Karl ausfällt, ja, dann weiß ich es auch nicht, Alter. Nur weil er ein guter Typ ist, ja. Wenn du durchgehend auf einen Jamal Musiala baust, der einfach null Form hat, auch heute wieder 3, 4 Mal sich auf den Boden wirft wie ein kleines Kind, ja, weiß ich nicht. Dann wird es halt schwierig. Ja. Ja. Wenn du 'n Umlauf die ganze Zeit verbrennst in den Spielen vorher und ihn dann auf die Bank setzt und jetzt ja, heute war er nicht zu sehen, ne, wie die ganze Mannschaft, weil wir es gar nicht hingekriegt haben, die Bälle da mal hinzubringen. Es war keinerlei Speed drinne, ja. Ich meine, das Schöne ist ja, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich sage mal, Frankreich kommt weiter gegen Schweden, und dann guckt euch gerne mal das Spiel Paraguay gegen Frankreich an, ja. Ich denke, da werden wir was ganz, ganz anderes sehen. Ja, da ist Speed im Spiel, ja. Und Kombinationsfußball und nicht nur Standfußball und dann irgendwann ab der zweiten Halbzeit, oh, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn? Ach komm, lass uns einfach 200 Flanken aus dem Halbfeld reinknallen und irgendwie wird sich schon mal eine verirren. Ja, und genauso ist es ja gekommen. Also noch ideenloser, ich meine mit Spielern wie den hochbegabten Leroy Sané, Florian Wirtz, ja, der Marktwert 140 Millionen, Jamal Musiala, das Wunderkind und ein Kai Havertz, die Maschine von Arsenal. Ähm, und dahinter ein Pavlovic und ein Mecha, ja. Grandiose Offensivabteilung und keinerlei Ideen. Null. Gegen einen Gegner, der defensiv gut gearbeitet hat, gut gespielt hat, sich reingeworfen hat. Hallo? Habt ihr mal gehört, wo die Spieler spielen? Zweite Liga England, äh, Teamkollege von Thomas Müller. Ähm, das ist kein. Das, das darf kein Gegner sein. Das darf kein Gegner sein. Punkt. Ja. Also maßlos enttäuschend die WM für Deutschland. Ja. Aber war ja im Vorhinein abzusehen, wenn wir ehrlich sind. Ne? Jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, ja. Es hätte schon ein Wunder passieren müssen, dass auf einmal die ganzen Spieler wieder funktionieren. Ja. Spielen ganz, ganz viele Dinge mit rein, aber Joshua Kimmich hat eine Katastrophensaison gespielt beim FC Bayern. Jamal Musiala habe ich schon erklärt. Pavlovic war auch zum Ende der Saison eine Katastrophe. Die Form hat er mitgenommen. Ja. Da lässt man Tom Bischoff zu Hause, der genau das Gegenteil hatte. Der Ausfall von Lennart Karl natürlich eine absolute Katastrophe. Florian Wirtz, der auch nicht wirklich stark war in Liverpool. Ja, und dann lässt du die Spieler, die halt performen, wie ein Dennis Undav, wie vielleicht auch ein Amiri im Verein und so weiter. Den hättest du mal von Anfang an das Vertrauen geben sollen und nicht nur, ach ja, aber das ist ja Musiala, oh ja, das ist ja Kimmich, oh ja, das ist ja Wirtz und ja, das ist ja der ist ja, den muss ich ja spielen lassen. Ja. Nee, es hat halt nach Leistung zu gehen. Ne? Und das passiert halt in der Nationalmannschaft nicht und das passiert in der Nationalmannschaft seit Jahren nicht. Und deswegen dümpeln wir da rum, wo wir rumdümpeln. Ne? Ja. Gut, aber da es schon spät ist, machen wir es relativ kurz. Wir werfen einen kleinen Blick in die Statistiken rein. Auch wenn die am Ende des Tages keiner so interessieren, aber ihr könnt euch natürlich daran hochziehen, dass wir Deutschen 1,49 XG-Goals haben und Paraguay nur 0,42. Torschüsse 21:7. Gespielte Pässe 799:257, Flanken 42:15, Dribblings 33:14, Ballbesitz 75:25, gewonnene Zweikämpfe 44:56 für Paraguay. Ein bisschen enttäuschend sind die Luftzweikämpfe dann gewesen, zweite Halbzeit, wo wir einen ganz klar Größenvorteil hatten, aber das irgendwie nicht wirklich umsetzen konnten.
Ja, und 16:6 Ecken. Ja, können wir auch noch mitnehmen. Das ist, was statistikmäßig am Start war. Ähm, Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, aber wir gehen es natürlich durch, wie im letzten Video auch. Ähm, ja, 3:4 nach Elfmeterschießen. Gehen wir es kurz durch. Notentechnisch Manuel Neuer. Weiß ich nicht. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man nicht wenigstens versucht hat, irgendwie zu springen beim Gegentor. Einfach so hinterher geguckt dem Ball. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Intention war. Ob er da rangekommen wäre, eine andere Geschichte. Aber so gar keine Reaktion zu zeigen, fand ich wild. Ähm, Ansonsten hat er kaum was zu tun gehabt. Ja. Im Elfmeterschießen für Manuel Neuer war das schon eine sehr, sehr gute Statistik, sag ich mal. Manuel Neuer ist halt einfach kein Elfmeterkiller, ja. Manuel Neuer, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Manuel Neuer, brauchst du nur einmal verzögern. Der springt so früh in die Ecken rein, der lag ja öfter meistens schon in der Ecke, bevor der Schütze überhaupt geschossen hat, am Ball war, ja. Also, gegen Manuel Neuer Elfmeterschießen ist nicht wirklich schwer. Dafür hat er's ordentlich gemacht, muss man ganz klar sagen. Oder der Gegner vielleicht nicht gut. Von daher würde ich im Großen und Ganzen eine Note 3 für Manuel Neuer nehmen. Ja, damit wird er wahrscheinlich zu den Besseren gehören. Gut, weiter geht's. Unser Capitano Joshua Kimmich mit der Rückennummer 6. Kriegt er die Note 5 wieder von mir. Ja, ich meine, ich würde sich auch die Note 6 bei der Rückennummer 6 anbieten, aber die Note 5 ist es auf jeden Fall. Josh hat Josh gespielt. Punkt. Ja. 2, 3 Mal wieder auf den Boden geschmissen, gehofft, dass er 'n Foul kriegt. Ey, gegen Paraguay. Ja, gegen Paraguay hat er schon keine Schnitte als Rechtsverteidiger gehabt. Ich habe es gerade schon gesagt, stellt euch vor, da rollt, Doué, Barcola, Dembele, Mbappé oder Olise über die Seite. Und die Franzosen sind ja nicht doof, die hätten den Kimmich da auseinandergespielt auf der Seite. Ja. Ähm, von daher ist es für Kimmich wahrscheinlich das bessere Thema, dass wir jetzt ausgeschieden sind, Alter. Sage ich euch, wie es ist. Die hätten den vorgeführt, Alter. Aber im ganz großen Stil. Kimmich Note 5, ja, weil auch wieder in den schwierigen Situationen war von unserem Capitano nichts zu sehen. Wahrscheinlich stellt er sich nach dem Spiel wieder hin, hat große Fresse, bla bla bla. Ja, es wäre schön, wenn er mal das bla 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 mal auf dem Platz zeigen würde, wenn es in der Mannschaft nicht gut läuft. Und das kriegt er nicht hin. Ja. Ist ein super unwürdiger Kapitän einer deutschen Nationalmannschaft. Kann ich nicht anders sagen, Alter. Also Kimmich hat die Binde nicht verdient. Kann er in der Kabine ein guter Kapitän sein, das weiß ich nicht. Für mich hat ein Kapitän auf dem Platz da zu sein, und zwar dann in den Phasen, wenn es für eine Mannschaft nicht gut läuft. Und das kann Kimmich nicht, und deswegen gehört ihm die Binde weggenommen. Jonathan Tah war noch ein bisschen Lichtblick, würde ich sagen. Hat eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, hat ein sehr, sehr gut, sehr, sehr starkes Tor gemacht, ja, was dann aberkannt wurde wegen, hier, wie heißt er? Genau, wegen Anton, Waldemar Anton, der da ein bisschen ungeschickt gegen den Torwart vorangegangen ist mit dem, hätte einfach den Arm weglassen müssen, aber mehr war ein bisschen kleinlich gepfiffen, kann ich schon verstehen, die Diskussion, aber lass halt den Arm weg und block den Torwart nur und dann passiert auch nichts. Ja, also von daher am Ende des Tages auch selber schuld. Jona würde ich sagen, auch eine Note 3, das war ordentlich, ja. Rüdiger, von Rüdiger habe ich gar nichts gesehen. Ja, ich habe von Rüdiger immer nur gesehen, ja, erste Halbzeit zwei lange Bälle mal versucht, die beide nicht angekommen sind. Ansonsten nur Bälle über 2 Meter, entweder auf Tah oder dann, wenn Kimmich in der Mitte gespielt hat, über 2 Meter zu Kimmich gespielt. Note 4 von meiner Seite für Rüdiger. Defensiv war wenig gefordert, aber ja, irgendwie ansatzweise mal im Aufbauspiel teilgenommen oder so, war gar nicht da. Ja. Brown war der einzige Lichtblick so ein bisschen, ja, aber der hat eh eine starke WM gespielt. Ähm, Würde ich bei einer 2,5 sehen, wenn ich das so ins Verhältnis setze zu den anderen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat ein bisschen das Problem gehabt, dass er oft öfters alleine gelassen wurde, aber hat immer versucht zu hinterlaufen, ja, oder ist in die Mitte gezogen, sodass Wirtz über seine Seite Platz hatte. All das, was 'n Kimmich gar nicht gemacht hat.
Kimmich hat nicht einmal Leroy Sané hinterlaufen, hat immer gesagt: „Ach hier, Leroy, hast 'n Ball, lauf mal gegen 2 oder 3 Gegenspieler alleine.“ Ist nicht einmal in die Mitte reingezogen, aber wie auch, ja? Dann ist die Seite auf, der kommt ja gar nicht mehr hinterher, der kommt ja gar nicht zurück, ne? Und das, obwohl Paraguay noch nicht mal superschnelle Spieler hatte. Aber wenn ihr euch dann gerade mal die zweite Halbzeit anschaut, Paraguay hat alles über die Kimmich-Seite gespielt. Alles. Jeden einzelnen Angriff, wenn die nach vorne gekommen sind, haben die über Kimmich-Seite gespielt. Ja, und das nicht ohne Grund. Ja. Ähm, Bild. Mecha, Katastrophe, Note 5. Ja. Völlig zu Recht ausgewechselt. Ja, trifft 1:1 das zu, was ich im letzten Spiel gesagt habe. Ähm, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 2 gute Spiele gegen überschaubare Gegner und dann, wenn es ein bisschen zweikampfaffiner wird, nicht zu sehen von diesem Spieler. Pavlovic war noch der etwas bessere Spieler in der ersten Halbzeit von den beiden, aber war auch schwach. Ja, aber Pavlovic hat das gezeigt, was er Bayern gezeigt hat. Ähm, Querpass Toni. Ja, heute war auch er wieder, wie oft er gerade erste Halbzeit dann gewartet hat, bis Josh mal ein bisschen aufgerückt ist, damit er den Ball ja nach Josh spielen konnte. Zum Kotzen, Alter. Ja, ganz, ganz wenig eigene Ideen, ganz, ganz wenig eigene Verantwortung und mal das Spiel versuchen zu gestalten, das Spiel zu eröffnen. Ich weiß nicht, ob es nicht gewollt war, so von Nagelsmann so, keine Ahnung, ja. Mag sein, weiß ich nicht. Schwaches Spiel von Pavlo. Ein bisschen besser wie Mecha, ein bisschen besser wie Josh, deswegen eine 4,5 von meiner Seite. Leroy Sané habe ich heute gar nicht so schlecht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich gerade schon gesagt, hat das Problem gehabt, dass er immer alleine gegen 2 oder 3 laufen musste. Ja, da war keiner, der ihm geholfen hat, der mal einen Spieler weggezogen hat, der ihn hinterlaufen hat oder sonst was. Hat natürlich super viele Bälle dann verloren bei 1 gegen 2, so gar keine Frage, ja. Ähm, aber dafür, dass es Leroy war, war's ja, dafür, dass der Rest der Mannschaft so schwach war, hat Leroy da schon ein bisschen hervorgestochen, ja. Muss ich ganz klar sagen. Also, an Leroy hat's heute nicht gelegen, von daher Note 3 für Leroy von meiner Seite. Florian Wirtz sehe ich genauso, würde ich auch eine Note 3 geben, war stets bemüht, fehlte aber auch so, dass ich 140 Millionen Marktwert, ne? Da erwarte ich natürlich ein bisschen was. Das war nicht gegeben, ne? War aber jetzt auch nicht super schlecht, hat viel versucht, hat viel gemacht. Ähm, ja, aber der letzte Kicker, ja, also das hat ja nichts von dem Florian Wirtz, den ich aus Leverkusener Zeiten kenne. Gar nichts, ja, 0. Ähnlich wie Musiala. So, absolut keine Form, ja. 'N bisschen besser wie Musiala, so von der Form her. Das schon, 'n bisschen mehr Einfluss aufs deutsche Spiel, aber das lag natürlich auch mit am Brown, weil der vorne unterstützt hat. Ähm, ja, wild. Kai Havertz, ja, keine Ahnung. Wenn er das Tor nicht gemacht hätte, hätte ich ihm wieder eine 5 gedrückt. So kriegt er eine 4,5. Dies war die einzige Szene, die ich von ihm gesehen habe, Alter. Ich kann mit dieser Art Stürmer aber auch nichts anfangen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Er ist für mich kein Stürmer. So, das ist irgendwie so eine falsche 9, ja, wenn's diese Geschichte noch gibt. Das ist für mich kein, ja, aber er macht seine Buden so, keine Frage, ja, von daher okay, aber das ist alles, was ich von dem Mann gesehen habe, diese eine Szene, ne? Das ist mir zu wenig gegen Paraguay, Alter. Nochmal, wir reden über einen Gegner wie Paraguay, ne? So, wir reden jetzt nicht über einen Gegner wie Frankreich oder Spanien, England, selbst Belgien, Kroatien. Wir reden über Paraguay, Alter. Dennis Undav, Note 5. Ja, das war gar nichts. Wir haben nichts gesehen von Dennis Undav oder ich habe nichts gesehen von Dennis. Gar nichts, null. War absolut null im Spiel. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich weiß ja, ich habe auch die Positionierung nicht gerafft. Wer war jetzt was? Haben die auf einer Höhe gespielt? Beide waren irgendwie nicht wirklich Stürmer. Also, ich meine, wenn ich gegen so einen Gegner spiele, ja, ähm, entweder einen klaren Stürmer vorne rein mit 'n Undav, 'n Havertz zurückgezogen oder auf 'ne Außenbahn und Wirtz in die Mitte wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Ähm, oder halt 'n großen Stürmer vorne rein mit 'm Woldemade, ja, der jetzt auch kein richtiger Stürmer ist, aber das hätte vielleicht irgendwie besser gepasst mit 'n Undav. Ich meine, die kennen sich ja sogar aus Stuttgarter Zeiten, ja.
Auf der anderen Seite, Kai Havertz hat sein Tor gemacht, ja, hat es damit gerechtfertigt, hat uns wenigstens noch im Spiel gehalten, sonst wäre der Bums schon eher durch gewesen. Sucht's euch aus, ja. Gut, Einwechselspieler Goretzka für Mecha, ja, Note 5, Alter. Leon gar nichts. Ja, 1 oder 2 Zweikämpfe, die er gewonnen hat. Ansonsten keinerlei Einfluss auf dieses Spiel. Aber genau das, was ich erwartet habe. Das ist Leon halt auch, wie er bei Bayern gespielt hat. So, die Zeit ist halt einfach durch, ja. Ich verstehe auch in Nagelsmann nicht, dass der diese ganzen alten Drecksäcke zurückgeholt hat. Ich meine, guckt euch so einen Brown an, ja. Ähm, auch so 'n Mecha, ja, wenn du den vielleicht ein bisschen was anderes an die Seite stellst und so weiter, so ein paar frische Gesichter, aber nein, da wurden die ganzen alten Pissköppe zurückgeholt. Ob es ein Rüdiger ist, ob es ein Goretzka ist, den du wieder mitnimmst. Ich fange gar nicht erst von Sané und Neuer an und ja, dein Capitano ist Kimmich, Alter, das solltest du halt auch mal hinterfragen und wenn, dann musst du ihn halt auch mal in die Kritik nehmen, ja. Das passiert ja alles nicht. Das ist ja eine Vollkatastrophe, Alter. 63. kam Musiala, ja, hat 2, 3 Szenen gehabt, machen 'ne 4,5 raus, Note. Auch da Paraguay, ja. Und auch da wieder viermal auf dem Boden gehockt, dann einmal das Revanche-Folder gezogen. Kann er froh sein, dass er nicht richtig getroffen hat. Weiß ich nicht, Alter. Ja, also nochmal, Gegner war Paraguay. Ja, Waldemar Anton in der 79. für Pavlo. Ähm, ja, Pavlo war schwach, so gar keine Frage. Ja, dann hat man Kimmich in die Zentrale gestellt. Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Gar keinen. Ein Chipballversuch, ja, der nicht ankam. That's all. Ja. Anton hat es als Rechtsverteidiger, ja, vielleicht einen Tacken besser gemacht wie Josh. Hat sich aber teilweise auch ein bisschen wild angestellt in den Zweikämpfen. Wie gesagt, das gegen den Torwart. Ja, ist wie es ist. 88. kam dann Woldemade für Leroy Sané, ähm, der irgendwie auch gar keinen Einfluss hatte auf unser Spiel. Null. Null. Als wäre er nicht da gewesen, der Woldemade. Ja, Note 5. Ja, dann noch in der 110. Thiaw, oder wie man ihn auch immer ausspricht, habe ich gar nicht wahrgenommen. Null. Wirklich null. Ja, benoten wir nicht für 10 Minuten Einsatz. Genauso wenig wie Amiri, den wir auf jeden Fall wahrgenommen haben. Ähm, bewerten wir auch nicht. Für Florian Wirtz dann gekommen. Ja. Was mir generell gefehlt hat bei der deutschen Nationalmannschaft, ist so ein bisschen wie bei Bayern. Ähm, genau, wenn du solche Gegner hast, wo ist der Plan B? Wo ist er? Du hast den Stiefel einfach durchgespielt. Ja, du hättest doch schon in der Halbzeit reagieren müssen und sagen müssen: „Ey, Josua Kimmich, Kollege, du musst mal Leroy unterstützen und du musst mal die Außenbahn, du musst sie mal hinterlaufen." Ja, ich meine, wenn Kimmich eine Stärke hat, sind es Flanken, ja. Habt ihr heute eine Flanke gesehen von der rechten Seite? Ich habe keine gesehen von Josua Kimmich. Ich habe Ecken gesehen, die eine Katastrophe waren von ihm, ja. Aber vielleicht mal eine gute Flanke, wo er ein bisschen Zeit hat von der rechten Seite, hätte man ja versuchen können, indem man mal den Leroy Sané hinterläuft, ja. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert ist. Über die andere Seite haben wir es ja versucht, aber da haben wir es ja nicht erst versucht, ja. Vollkatastrophe. Genauso Leroy Sané festgenagelt, rechte Seite festgenagelt. So, immer 1 gegen 2. Da war gar nichts, kein Positionswechsel, nicht mal eine Abwechslung, mal 'n Seitentausch mit dem Wirtz, mal, keine Ahnung, mit 'm Undav 'nen Seitentausch oder mit dem Kai Havertz oder so. Da war keinerlei Bewegung, keinerlei Variabilität drinne. Einfach stumpf runtergespielt, Standfußball. Ja, wir sind 6 Kilometer mehr gelaufen wie der Gegner, aber nicht in Speed, nicht variabel, einfach in den Positionen stumpf drinne. Weiß ich nicht. Der Einzige war der Brown. Der Brown war der Einzige, ja, der für mich wirklich super super agil war, der oft 'n Wirtz hinterlaufen hat, der auch oft in die Mitte gezogen ist, der viel versucht hat. Alles andere war irgendwie in seiner Position gefangen und ja, dann reicht's halt nicht für 'n Gegner wie Paraguay, Alter. Ja. Das so ist es. Und damit ist die WM für Deutschland vorbei. Noch mein Take, der jetzt nicht so drinne ist in dem ganzen
Deutschland, deutsche Nationalmannschaft, Gameplay oder Spiel, alles, was ich bisher gesehen habe von Frankreich, kann ich nur sagen, Alter, sei froh, dass du gegen Paraguay, wenn du es dir schön redest, am Ende des Tages unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden bist, besser als wenn du eine Klatsche von 5-1 gegen Frankreich kassiert hättest. Und die hättest du kassiert, Alter. Wenn ich daran denke, nochmal, ja, Kimmich gegen Mbappé, gegen Dembele, gegen Bakola, gegen Doué, gegen Olisse. Dasselbe gilt für Anthony Rüdiger, der da auch gar kein Land sehen wird oder gesehen hätte. Pavlovic und Mecha, Katastrophe in der Zentrale, defensiv, Katastrophe. Ja, guckt euch nur das Gegentor an von Paraguay. Das machen wir, gib mal diesen Raum Frankreich. What the fuck? Ja. Ein Wirtz, der 0 nach hinten arbeitet. Lieber Sané, deswegen es versucht. Ja. Brown, ja, hätte einen schweren Stand gehabt. Jonathan Tah, ja, hätte Gegenwehr geleistet. Alter. Ey, sei froh. Ich meine, vielleicht, keine Ahnung, sitzen wir hier morgen und Schweden hat Frankreich im Elfmeterschießen rausgeschossen oder so. Kann alles passieren, ja. Aber wenn es irgendwie ganz normal gelaufen wäre, Alter, nimm jetzt die Ausfahrt Paraguay, red dir das schön mit, ach ja, ist ja unglücklich gewesen, bla bla bla. Besser, als wenn wir hier gesessen hätten und gesagt hätten, oh Scheiße, wir sind 5-1 untergegangen oder sowas. Ja. Gut. Ja. Fazit, Julian Nagelsmann hat es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Julian Nagelsmann hat sich wie immer von den Spielern reinquatschen lassen. Julian Nagelsmann hat keinerlei Autorität diesen erfahrenen Spielern gegenüber, Kimmich, Neuer, etc., kann er sich einfach nicht durchsetzen, nicht behaupten. Er muss weg. Jürgen Klopp dahin. Ihr könnt über den Kloppo denken, was ihr wollt oder halten von ihm, was ihr wollt. Ich mag den alten Dortmunder auch nicht, aber auch nicht, dass er jetzt bei RB da rumdümpelt, aber Jürgen Klopp ist der Bundestrainer schlechthin, ne, der auch die Eier hat, auch ein Kimmich oder sonst irgendein Spieler zu sagen, was Phase ist. Ne? Und das ist nötig. Nötig ist das. Ja. Und wenn ihr mal den Klopp vor dem Spiel erlebt habt, wie der gebrannt hat und was er gefordert hat in den Augen der Spieler und so weiter, da siehst du, ja, da wäre nie so ein lethargischer Auftritt, wäre da nie zustande gekommen, ja, wie es jetzt gegen Paraguay war unter Kloppo. Wäre nicht passiert, Alter. Von daher mein Vot, Bundestrainer Kloppo. Und dann geht es vielleicht nochmal aufwärts, weil dass wir das Potenzial an Spielern haben, ja, wenn man jetzt mal überlegt, was wir nun nicht mitgenommen haben, ja, ich denke, da brauchen wir uns jetzt nicht, klar ist das kein Spielermaterial wie jetzt in Frankreich oder sonst wo, aber das ist auch nichts, wo man jetzt sagt, wir müssen uns jetzt irgendwo verstecken, ja. Haben wir ja auch schon gesehen mit dem Brown und so weiter und ich glaube, ein Kloppo ist auch nochmal ein ganz anderer Faktor, wenn es darum geht, so ein Wirtz oder so ein Musiala und so etc. ein bisschen noch ein bisschen zu kitzeln, ein bisschen zu motivieren, ja. Das ist halt Kloppos Stärke auch. Und natürlich auch das Spielsystem, ja. Mein Take. Und damit Feierabend. 2 Uhr, Alter, ich habe die Schnauze voll. Ich muss in 4,5 Stunden aufstehen. Leute, ich wünsche euch was. Nehmt es nicht zu schwer. Ich denke, wir waren nie der große Favorit vor dieser WM. Und nochmal, nehmt besser das unglückliche Aus gegen Paraguay wie eine Klatsche gegen Frankreich. In diesem Sinne, Leute, genießt weiterhin die WM. Guckt euch schön Fußball an. Ich werde es tun. Wir sehen uns, hören uns mit Sicherheit am Ende der WM nochmal zum kleinen Fazit. Tschüssikowski.